Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Es ist ja nicht alltäglich, dass Bischöfe über Europa sprechen. Wir fühlen uns dazu verpflichtet, weil wir ja aus Diözesen kommen, aus Kirchen kommen, die an der Grenze liegen und wo wir Europa sozusagen jeden Tag erfahren können. Es kommt auch dazu, dass wir hier uns immer als Bischöfe treffen. In diesem Hause nicht, weil ich das besonders leiten würde, sondern weil Luxemburg zentral ist, geografisch gelegen. Und ich freue mich, dass außerhalb dieser so langsam entstandenen Euregio-Gruppe auch die Diözese Aachen, die ja durch den Karlspreis, Karl den Großen, eine besondere europäische Rolle hat, dass die zu uns gestoßen ist für diesen Brief, für diese Botschaft. Ich werde jetzt noch dasselbe einmal auf Französisch sagen und dann gebe ich das Wort an Bischof Stinger, Bischof Stenger von Troyes. Donc, bienvenue à Luxembourg. C'est pas, disons, tous les jours que des évêques font un message sur l'Europe. Mais nous sommes des diocèses, nous sommes des églises qui sont aux frontières. Et nous sentons que nous avons une responsabilité en Europe. Et je suis tout à fait heureux que, hors du groupe Euregio, qui se rencontre régulièrement ici à Luxembourg, le diocèse de Aix-la-Chapelle, qui est quand même un diocèse à vocation européenne, le prix Charlemagne, le tombeau de Charlemagne, se soit joint à nous pour cette déclaration. Et je donne la parole à Monseigneur Marc Stinger. Chers amis, je commencerai moi en français et je passerai à l'allemand tout à l'heure. Chers amis, bonjour à tous. Je voudrais vous présenter en quelques mots cette lettre pastorale que nous, les évêques signataires, nous adressons à nos frères et à nos sœurs européens. Qu'il me soit permis de préciser tout de suite que lorsque nous parlons d'Europe dans ce document, nous nous concentrons principalement sur l'Union européenne, puisque nous l'avons pensé et nous le publions dans la perspective des prochaines élections. Mais nous le savons bien, l'Europe est un vaste continent à l'identité historique, culturelle, spirituelle affirmée depuis des siècles, et c'est là que l'Union européenne peut continuer à trouver ses racines. Je voudrais vous faire remarquer aussi la date de parution de cette lettre. Le choix du 29 avril n'est pas anodin. C'est la fête de Sainte Catherine de Sienne, copatronne de l'Europe. Cette femme exceptionnelle du XIVe siècle a été une grande contributrice à l'unité européenne en mettant fin au schisme dans l'Église catholique et en luttant contre les compromissions et contre la corruption. Je précise encore, comme vient de l'expliquer Monseigneur Ulrich, que ce n'est pas par hasard que nos signatures sont associées au bas de ce document. La plupart de nos diocèses sont des diocèses frontaliers. Nous avons l'habitude de partager nos préoccupations pastorales au sein de notre groupe que nous avons appelé Euregio, et nous avons conscience que nous travaillons pour l'avenir dans le cadre européen, par nos échanges entre nous, par les rencontres et le dialogue que nous pratiquons régulièrement, par des actions communes significatives, telle cette lettre pastorale. Pourquoi voulons-nous inciter fortement nos concitoyens européens à participer aux prochaines élections? Parce que nous croyons que la poursuite de la construction européenne est un enjeu majeur pour l'avenir non seulement des Européens, mais du monde entier. Nous croyons que l'Union européenne est un instrument essentiel au service du bien commun et en particulier de la paix. Et en cela, son rôle dépasse les seules frontières européennes. Il n'échappe à personne que se répand un euroscepticisme grave et que risquent de se multiplier les glissements nationalistes
qui conduisent les pays à se replier sur eux-mêmes et sur leurs propres intérêts. Nous pensons que les grands défis actuels et de demain, les transformations sociales, l'accueil de populations étrangères demandant un refuge pour des raisons politiques, économiques, climatiques, la justice et la solidarité ne peuvent être traités efficacement qu'ensemble, dans un dialogue entre tous, confiant et sincère, respectueux de chacun. Autrement dit, ce qui doit déterminer fortement notre participation aux élections, c'est que cette participation est une manière juste et bonne d'aller vers les autres et d'entrer en dialogue avec eux par le choix que nous ferons. Quelques mots sur la structure de notre texte pour vous en rendre la lecture plus aisée. Il comporte 4 parties. Premièrement, l'Europe, des siècles de partage, ce qui est un aperçu de l'histoire du continent. Deuxièmement, esprit, vocation et grandeur de l'Europe. Troisièmement, les défis de l'Europe aujourd'hui, je vais les nommer, la solidarité, la lutte contre les nouvelles formes de terrorisme, le respect de la vie humaine, le respect de l'environnement, la question migratoire, les problématiques liées à l'emploi et à la démographie en Europe et le renforcement de l'identité européenne. Enfin, 4e partie, construire ensemble l'Europe de demain. Nous avons opté pour un regard résolument positif, car l'Europe est une chance pour l'équilibre du monde et une garantie de paix. Le pape François rappelle que sans l'Europe, il n'y a plus que les États-Unis et la Chine face à face, ce qui ne peut qu'engendrer de nouveaux rapports de force mortifères. Puisse notre modeste contribution aider à la prise de conscience de tous. Si vous le permettez, je vais essayer de dire la même chose en allemand. Liebe Freunde, ich möchte Ihnen in einigen Worten diesen Hirtenbrief, den wir, die unterzeichnenden Bischöfe, an unsere europäischen Brüder und Schwestern richten, auslegen. Sei mir erlaubt, gleich deutlich auszudrücken, dass wenn wir in diesem Dokument von Europa sprechen, konzentrieren wir uns hauptsächlich auf die Europäische Union, da wir es in der Aussicht der nächsten Wahlen gedacht haben und veröffentlichen. Wir wissen es aber, Europa ist ein weiter Kontinent, dessen geschichtliche, kulturelle und geistige Identität bezeugt ist, und da kann die Europäische Union weiter seine Wurzeln finden. Ich möchte Sie auch aufmerksam auf den Tag der Herausgabe dieses Hirtenbriefes machen. Die Auswahl des 29. April ist nicht ohne Bedeutung. An diesem Tag ist das Fest der heiligen Katharina von Siena, Mitpatronin Europas. Diese außerordentliche Frau des 14. Jahrhunderts hat stark an der Einheit Europas mitgewirkt, indem sie die Kirchenspaltung in dieser Zeit zu Ende gebracht hat und gegen die Kompromittierungen und die Korruption gekämpft hat. Wie Erzbischof Friedrich es schon erklärt hat, möchte ich auch noch deutlich ausdrücken, dass unsere Unterschriften nicht per Zufall am Ende dieses Dokumentes miteinander stehen. Die größte Zahl unserer Diözesen sind Grenzdiözesen. Wir haben die Gewohnheit, unsere pastoralen Besorgnisse in unserer Gruppe, die wir Euregio genannt haben, zu teilen. Und wir sind bewusst, dass wir durch unsere gegenseitigen Austausche, durch die Treffen und den Dialog, die wir regelmäßig unter uns praktizieren, durch bedeutende gemeinsame Tätigkeiten sowie diesen Hirtenbrief für die Zukunft im europäischen Rahmen arbeiten. Warum wollen wir unsere europäischen Mitbürger stark anregen, den nächsten Wahlen teilzunehmen? Weil wir glauben, dass das Streben nach europäischem Aufbau ein wichtiger Einsatz für die Zukunft nicht nur der Europäer, aber auch der ganzen Welt ist.
Wir glauben, dass die Europäische Union ein Hauptinstrument zum Dienst des Gemeinwohls und besonders des Friedens ist. Und in dieser Hinsicht geht seine Rolle über die europäischen Grenzen. Es entfällt niemand, dass sich ein gefährlicher Euroskeptizismus verbreitet und dass die nationalistischen Verschiebungen, die die Länder zum Rückzug auf sich selbst und auf seinen eigenen Interessen führen, sich vermehren könnten. Wir sind überzeugt, dass die großen Herausforderungen von heute und von morgen, soziale Veränderungen, Empfang fremder Bevölkerungen, die durch politische, ökonomische, klimatische Gründe eine Schutzhütte verlangen, Gerechtigkeit und Solidarität nur gemeinsam in einem vertrauensvollen und wahrhaftigen Dialog zwischen allen, der für jeder respektvoll ist, wirksam behandelt werden können. Anders gesagt, was stark unsere Teilnahme zu den Wahlen bestimmen soll, ist, dass diese Teilnahme ein richtiger und guter Weg den anderen gegenüber zu gehen und mit ihnen durch die Auswahl, die wir machen werden, in den Dialog zu kommen. Einige Worte über den Plan unseres Textes, um Ihnen die Lesung zu erleichtern. Er enthält 4 Teile. Erstens Europa, Jahrhunderte Teilungen, eine Übersicht der Geschichte des Kontinents. Zweitens Geist, Berufung und Größe Europas. Drittens die Herausforderungen Europas heute, ich nenne sie. Die Solidarität, der Kampf gegen neue Formen von Terrorismus, Respekt vor dem menschlichen Leben, Respekt vor der Umwelt, das Thema Migration, Beschäftigung und demografische Fragen in Europa, die europäische Identität stärken. Viertens, das Europa von morgen gemeinsam gestalten. Wir haben uns in entschlossener Weise für einen positiven Anblick entschieden, weil Europa eine Chance für das Gleichgewicht in der Welt und eine Garantie für Frieden ist. Der Papst Franziskus erinnert, dass ohne Europa nur noch USA und China einer dem anderen gegenüberstehen, was nur neue tödliche Stärkeverhältnisse erschaffen kann. Möge unser schlichter Beitrag zum Bewusstsein aller helfen. Vielen Dank. Und entschuldigen Sie mein Französisch-Deutsch. Voilà, merci. Merci beaucoup. Voilà.